Talk it like Louis D. Ladies, meine Damen und Herren, wir sind mit der Back in Business. Woo! Yes, baby. Yes, baby. What's poppin'? Yeah. Blutstärke wieder rauf. And it's time. Verstärkung. Yo, Aha. you know. Mit einem neuen... Ein neuer Gast ist Ja, da, man. Amigos. Genau, this energy. We want this Amigos energy. mit Z. Mit Z. Thank you. Der Aargauer Boy ist da. Hello. Welcome. Auf da habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Also ich hoffe, du bleibst jetzt auch noch einen Moment, Ja, nicht nur, ja, dass du nein, wieder gehst. Das wäre Mein Highlight ist, glaube ich, auch schon durch. Schade. Willkommen, Finanz Fabio. Danke für die Einladung. Der Finanzfabio. Yes. Eigentlich fangen wir immer genau gleich an bei jedem. Ich finde das so gut. Aber so anders. ich habe mal in meinem Umfeld am Anfang gefragt, ich so, ich hätte irgendeine Frage für den Finanzfabio. Oh shit. Und dann hat mich jemand einfach gefragt, ja, heisst der Finanzfabio wirklich Finanzfabio? Ich habe mal pauschal ja gesagt. Muss ich es jetzt beantworten? Oder? Das ist okay. Du kannst dich vorstellen, gell? Aber ich heiße wirklich Fabio. Das stimmt. Das ist vielleicht. Wenigstens der, okay. Ja, voll. Gut, wenn wir gerade dran sind, ey, wir fangen echt eigentlich immer genau gleich an mit dem Intro, wo wir zwar wie wilde, Ja. von den Bienen gestochene Junge. Wir sind auf da gekommen. Wir sind beide Bananen und beide nicken Aber ab. er hat schon so ein Lachen drauf, wenn er die Tür aufmacht. Von dem her. Voll Ja. authentisch. Also, weißt du, Bibi, so, du machst authentisch. Ich bin voll gespielt, der ist authentisch. Das ist nicht fake. hast jetzt du gesagt, ja. Okay. Hey, wer bist du? Was machst du, Fabio? Ja, gute Frage. Ja, mein richtiger Name, Fabio Markesin. Lenzburger, 36 mittlerweile auch schon ausgebildeter Finanzplaner. Bin seit ich die Lehre gemacht habe in der Finanzbranche tätig und habe immer gefunden, meint ihr das ernst? Ja, und dann bei der letzten Weiterbildung, die ich gemacht habe, habe ich gefunden, hey, das Zeug ist so kompliziert, jetzt bin ich seit, weiss auch nicht, 15 Jahren in der Branche, liest das Zeug 20 Mal, checks immer noch nicht, wenn es mir so geht, weil ich ja doch schon einen Fachausweis hat, wie soll das ein Laie verstehen? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es herausgefunden, er soll es gar nie verstehen, weil mit Unwissen von Kunden verdienst du halt immer noch extrem viel Geld in der Finanzbranche. Okay. Ja, und dann bin ich in der Ferien und habe Rich Dad Poor Dad gelesen und habe gefunden, ey, verdammt genau so sind Finanzen. von ihm. Es ist verdammt gut, Mega, gell? Es ist mega mega gut. Und dachte, aber so einfach, simpel, mit praktischen Beispielen, blöd gesagt, musst du es eigentlich machen. Und ja, dann habe ich dort gerade digitale Nomadin kennengelernt, als ich mit den Jungs in der Ferien war. Und die haben gesagt, ja, dann starte ich einen Blog, wenn du das auch kannst. Und ich so, keine Ahnung von Webseiten und so. Und sie gesagt, ja, ich mache dir eine. Und dann haben wir die erste Finanzfabio-Webseite gemacht und ich habe genau gewusst, wie man Blogs aufladen und that's it. Mittlerweile ist würde ich sagen, rein schweizerisch auch der grösste Finanzkanal, den es gibt. Podcast ist einer der grössten von der Schweiz anyway. Natürlich auch im Finanzbereich, aber wenn wir die Medienhäuser alle weglassen, gehöre ich glaube ich auch schon zu Top 5. Wow. Ja. Schätze jetzt einmal, weil es Einfach so ein Wild Guess. Ja, so ein Wild Guess, wo man so durch die Blumen bestätigt wird. Also das heisst, wie lange machst du das genau? Finanzfabio? Ja. 5 Jahre und 4 Monate. Ah, nice. Ja. Und den Podcast habe ich, das ist das 4. Jahr, also 3 volle Jahre durch, jetzt im 4. Jahr. Wie hast du gestartet? Wie hast du bist du auch Videos aufgenommen oder was hast du gemacht? Hey, nein, ich kann willst du die ganze Geschichte hören? Muss ich verdammt ausholen? Ja, wir wollen die Podcast-Tipps. Ja, Wir sind- Okay. Also wo ist das Finanzfabio oder Podcast-Geschichte? Ist Nein, eigentlich wo du viral gegangen bist, weißt, mit den Videos, wo du vielleicht Interviews gedreht hast und so. Weißt, Aha. die Ideen gekommen sind. Das ist einfach alles gewachsen. Also wirklich, als ich mit dem Blog gestartet habe, ich habe mir nichts dabei überlegt. Wirklich nichts. Ich wollte wirklich nur helfen und das Zeug ein bisschen einfach erklären. Und dann ist irgendwie, aber nach 2 Wochen, wo der Blog online war, ist 20 Minuten auf mich zugekommen. Oh. Ah, nach 2 Wochen schon? Ja, gibt eben eine Vorgeschichte. Wegen dem frage ich, willst du die ganze Geschichte hören? Ja, dann musst du auspacken. Ja, Also gut. Mögt ihr euch noch erinnern an Friday Magazine? Ja.
Leider sind wir so alt und eben siehst du. Die haben mal einen Aufruf gemacht und ich habe dort pendelt von Lenzburg nach Altstädt, ich habe es gehasst. Und die haben mal einen Aufruf gemacht von hey, für was geben Schweizer ihr das Geld aus? Mhm. Und weil ich ja ein bisschen einen Knall habe mit Finanzen, ich dachte, hey, mega spannend, da mache ich mit. Und der Auftrag war eigentlich, du eine Woche lang aufschreiben, für was dass du dein Geld ausgibst und du am Schluss quasi eine Story darüber schreiben, weißt du so. Ja. Und dann hast du noch ein bisschen Daten angeben, was du verdienst, was du Miete zahlst, jenes Pipapo. Dann habe ich das gemacht und wilde Phase in meinem Leben, solo unterwegs gewesen und das Zeug aufgeschrieben gehabt. Und dann irgendwie haben wir gerade noch am Tag vor der Deadline haben wir ein Stadtfest gehabt. Vorabend Aarau, kennt ihr den? Das ist nicht Badenfahrt, das ist etwas anderes. Nein, aber da kommt wirklich alle Leute von Aarau und Umgebung und die dort arbeiten, stürzen einfach miteinander ab am Donnerstagabend. Ja. Das heisst, ich leicht verkatert am nächsten Tag ins Geschäft und habe irgendwie am 9 Uhr Deadline gehabt und habe das irgendwie um 8:30 noch schnell eingereicht gehabt. Ja. 9:45 Leute sind mir an und dachten, hey, ich habe jetzt gerade den Dings gelesen, ich so müssen lachen. Ich habe es der ganzen Redaktion geschickt, alle so müssen lachen. Und dann haben sie gesagt, hey, frag den mal, ob der mit Finanzen zu tun hat, so wie er darüber schreibt. Ja. So, ja, ich sage Finanzplaner und so. Dann hat sie gesagt, ja, ist gut. Und dann irgendwie hat sie gesagt, ja, wir starten gerade mit dem Artikel. Und dann ist dann irgendwie 2-3 Wochen später ist dann der an einem Freitag online gegangen. Ja. Bin ich auch wieder im Ausgang gewesen. Das ist so lustig, sie hat meinen Namen geändert. Sie haben mich dann Philipp genannt in dem Artikel. Und dann bin ich aber irgendwie heimgekommen und bin also gestartet eigentlich als Finanz Philipp, nicht als Finanz Fabio. Nein, als random Guy, irgendetwas, oder? Und dann ist es so, hat mir irgendwie am Morgen um 3 Uhr, als ich heimkomme vom Ausgang, hat mir einer geschrieben, hey, Fabio, der Philipp, auf 20 Minuten, da bist doch du. Ich so, hey, wieso auf 20 Minuten? Und das ist so, früher ist immer wenn ein Beitrag gut gelaufen ist, Friday Magazine, haben sie den auf 20 Minuten übergespult. Ja, da habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die ich schon länger nicht mehr gehört habe. Also wirklich seit Jahren. Hey, der Typ da auf 20 Minuten, da bist doch du. So, also sie hat es einfach aus dem Text raus raus eruieren, dass es du bist. Genau. Ja, und nachher dann eben ist da die Feriengeschichte. Ich so, ja, schreiben kann ich in dem Fall, wenn das so abgegangen ist, oder? Und nachher, weil die mich ein bisschen verfolgt haben, oder mein Insta, und dann gesehen haben, ich habe ein neues Insta eröffnet mit Finanzfabio, haben die das gerade mitbekommen, dass ich den Blog gestartet habe. Okay, so. Und dann ist es so gekommen, hey, wir würden gerne Videos machen mit dir. Und dann haben wir irgendwie 20 Minuten, oder Friday Magazine dazu noch 10 Videos gemacht. Ja. Und dann habe ich eigentlich so einen easy Start gehabt in das Ganze. Das ist halt ein guter Push am Ist schon easy in der Schweiz, oder? Ja. Und das wäre dann so das Höch gewesen, wo man sicher einen guten Start hat, aber nachher ist es recht lang mühsam gewesen. In einer Bass gewesen. Ja, weil Finanz interessiert eigentlich niemand. Also, vielleicht, wenn ich Brüste hätte, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Aber das ist so. Dann musst du einen Ausschnitt anlegen beim Pulli, nicht mehr so einen Pulli. Das ist vielleicht. Oder mal die OnlyFans-Namen droppen, aber dem. Genau. Nein, aber das war so der Start gewesen. Und nachher ist es einfach immer weitergegangen. Und, aber wirklich völlig naiv daran, nie gedacht, dass mit dem kannst du Geld verdienen, keine Ahnung von dem Ganzen. Da habe ich alles jetzt gelernt. Eigentlich mit der Zeit. Und jetzt hast du hast angefangen mit dem Finanzblog und dann erst später der Podcast dazugekommen. Podcast ist nach 2 Jahren, 3 Monaten dazugekommen. Ja. Und wann bist du in die Selbstständigkeit rein von dem? Jetzt bist du, wenn ich das mitbekomme, bist du jetzt selbstständig? Ich bin selbstständig seit dem April 2022. Seit dem April, also bald 2 Jahre. Ja, also 3,5 Jahre Finanzfabio hat es schon gegeben und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Da ist aber eher so, ich habe 80% gearbeitet als Senior-Finanzplaner in einem unabhängigen Finanzplanungsbüro. Mhm. Finanzfabio hat mich etwa 50% von der Zeit gekostet, also der Freitag, der Samstag, der Halbsonntag. Und dann bin ich Vater geworden und dann ist es einfach nicht mehr. Gegangen. Ja. Dann musst du entscheiden. Und dann so nach 3,5 Jahren, so dein Nebenbusiness, gehst nicht auf. Finanzfabio selber hat schon gut Geld verdient, dein Kind kannst du nicht zurückgeben. dann könntest du halt deinen Job. Aber ein bisschen Realitätscheck. Ich habe dort in diesen 3,5 Jahren Finanzfabio habe ich irgendwie 180 Tonnen auf die Seite auf dem Finanzfabio-Konto gehabt. Und nochmal ein Realitätscheck. Im ersten Jahr Finanzfabio habe ich 85 Franken Spender eingenommen. Also quasi gar nichts verdient. Oder? Und der Rest war dann auf die 2 Jahre aufgeteilt oder auf die 2,5 Jahre. Ja. Und dann habe ich gesagt,
mache ich mal selbstständig. Wenn es nicht funktioniert, dann Bist du ein bisschen geschützt in dem Sinn. dann habe ich ein bisschen Geld und sonst finde ich immer wieder einen Job als Finanzplaner. Also, Ja, das habe ich mir jetzt nicht so kompliziert vorgestellt. Also es klingt jetzt so nicht kompliziert. Im Ganzen war es etwa ein Prozess von einem halben Jahr. Ja. Bis ich so komplett entschieden hast, dass das alles so Bis ich es wirklich durchgezogen habe. Ja. Genau. Wie war das der erste Schritt in die Selbstständigkeit, also wo dann das effektiv war, wo du wusstest, Ja, das war so flüssig bei mir eigentlich. Es war dann eher so, ja, ich kündige jetzt. Das war so geil. Dann habe ich gekündigt und nach dem Chef so, ja, nein, akzeptieren. Was akzeptierst du? Und er so, ja, was ist das Problem? Ich so, hey, look, ja, ich habe das Gefühl, ich renne in ein Burnout rein, wenn ich so weitermache. Hier arbeiten, bei mir arbeiten, Vater sein, will auch Zeit haben für mein Kind. Der sagt, aber komm, wir reduzieren doch auf 40%. Oder? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir mal testen, und mal mit der Frau darüber geredet und so. Sie sagt, ja komm, dann haben wir unsere Fixkosten gerade fix gedeckt und dann kannst du mal schauen. Oder? Aber du hättest ein Gift draufnehmen. Jedes Mal, wenn ich in Zara im Büro war, wäre ich auch gescheiter bei mir in Lenzburg gewesen. Und wenn ich in Lenzburg war, wäre ich auch gescheiter in Zara gewesen. Also es ist nicht gegangen. Das verstehe ich schon, ja. Hey, und dann haben wir das irgendwie so 2,5 Monate so probiert. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht für mich. Und dann bin ich innerhalb von einer Woche weg gewesen. Aber bist du jetzt, siehst du dich als Content Creator oder als bietest du da Finanzberatung an? Ich mache Finanzplanungen. Ah, okay. Das ist immer noch ein grosser Teil des Business. Content Creator, ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, ich finde, Content Creator ist ja der schöne Ausdruck, oder? Ja. Das ist ja der für die gute Stube. Ja, gell. Das ist nicht schlecht. Wir haben so lange mit dem Und der auf der beschäftigt, wie man das Straße wäre ja betitelt. einfach Influencer, oder? Und mit dem Influencer-Ausdruck habe ich eigentlich mega Mühe, weil du hast halt immer so Influencer im Kopf, die irgendetwas in die Kamera haben und mit wenig Aufwand viel Geld verdienen. Ja. Und für das bist du Aber einfach ihr habt jetzt selber einen Podcast, oder wo mit Video. Ihr seht, wie fucking viel Arbeit das ist. Oder? Und wegen dem sage ich, ich werde auch schon eher wahrgenommen als Content Creator, bin aber froh, dass ich auch immer noch ernst genommen werde als Finanzplaner. Ah, okay. Und das ist halt, weil ich so ein ewiger Klugscheisser bin in meinem Podcast. Beißt sich das? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Ja, nur weil du jetzt gesagt hast, du bist froh, dass du immer noch so wahrgenommen wirst. Weißt du nicht, dass es ein das andere ausschließt? Nein, eben, wie ich vorhin gesagt habe, Finanzplanung sind immer noch ein grosser Teil von meinem Business. Ja. Und wenn ich nicht würde ernst genommen werden als Finanzplaner oder so wahrgenommen werden, dann würde ja der Teil weggehen. Ja. Dann musst du dir auch wieder anders überlegen, wie verdienst du Geld, oder? Ah, absolut. Ja, und für Influencer bist du einfach zu wenig hübsch. Von dem her. Mir jetzt auch nicht so. geschafft. Das ist ja. Vom Finanzfabio. Erzähl mal, wieso können wir Menschen oder allgemein viele, einfach allgemein sehr viele nicht mit Geld umgehen? An was fehlt in diesen Leuten? Natürlich Wissen, aber konkret vielleicht, Gute Frage. weißt, was braucht das, man wissen, wie man Geld... Weil, Es braucht eigentlich mega wenig. Ja. Und was ist das Es wenig? ist eigentlich so mega simpel, das Ganze, dass ich es wirklich verstehe, warum es die Leute nicht im Griff haben. Ich glaube, es kommt sicher mal ein bisschen darauf an, über was wird dir die Hause mitgeben. Oder? Und ich meine, jetzt unsere Generation, wenn wir Glück haben, haben wir von den Eltern gelernt, du sparen. Ja. Du sparen für schlechte Zeit. Wenn wir Pech haben, haben wir gar nicht gelernt von den Ja. Eltern. Oder? Das Problem ist, schon nur der Tipp, du sparen, ist falsch. Ja. Sparen bringt nichts. Sparen kommst du einfach nicht vorwärts. Oder? Und dann ist es so, vor allem in der heutigen Zeit, oder? Wir können ja alles haben, morgen im Briefkasten. Ja. Also, weißt, es ist ja, du musst ja nicht Maximale mehr drüber nachdenken. Konsumgesellschaft, Es ist brutal, oder? Plus, du musst immer das Geld haben. Du kannst alles zahlen mit Kreditkarte. Ja. Oder? Es wird dir so einfach gemacht, oder? Ich meine, du kannst Apple Pay hinterlegen auf deinem MacBook, oder? Ich habe den Finger oben drauf, es lässt mein Fingerprint aus und das Ja, ist schon absolut, zahlst. Das absolut, ist richtig krank. Als ich das iPhone gekauft habe, so ein Apple-Fanboy, hey, ich komme rein, dann haben sie einfach schnell irgendetwas an meinem Handy abgescannt, haben mir das Handy in die Hand gedrückt, ich laufe raus, nach der Tür, wirklich, als ich über die Tür draussen war, Quittung. Das Ding war schon Zahl. Die haben ja alle Daten schon hinterlegt. Also, weißt, ich kann nicht mal mehr müssen überlegen, weißt, so früher, wo noch Bargeld aus dem Portemonnaie genommen hast, wo so ein bisschen Veto hat, ich gebe jetzt etwas ab. Die Hürde ist völlig weg. Oder? Und ich glaube, das ist ein bisschen das, oder? Und das ist eben auch da. Wenn du alles mit der Karte zahlst vor deinem Kind, ja, von weiss jetzt dein Kind,
dass du etwas gezahlt hast. Ja, das Geld weg ist, ja. Oder, also es ist ja völlig nicht mehr da. Oder wegen dem Tipp an alle, redet am Esstisch mit eurer Partnerin, mit eurem Partner über Geld. Redet, was für Rechnungen reingekommen sind. Redet, wie viel das ihr den Monat verdient habt. Redet, was die Ferien kostet. Redet darüber, wie ihr das finanzieren. Also wirklich, redet so viel Geld am Tisch. Macht das so natürlich, wie es nur möglich ist. Weil das ist das andere in der Schweiz. In der Schweiz redet man. Ja, Das ist genau. Tabuthema, ja. Genau. Erzählt mir Wieso? nicht, was man verdient, Wieso? oder? Also, geht es mir schlechter, wenn ihr mehr verdient als ich? Geht es mir Ich hoffe mal besser, nicht, wenn ich ja. mehr Vermögen habe als ihr zwei? Nein, überhaupt nicht. Es geht, also weißt, es, Ja, ist ja, ich sehe den Punkt, absolut, ja. es sagt überhaupt nichts aus. Oder? Und wie ich jetzt viral gegangen bin, ist ja die Strassenumfrage, wie viel Geld hast du auf dem Bank? Ja, Ja, ja. genau. Das, Hey, wie viele Leute hast Wie lange du gefragt? wie lange ist es gegangen, bis mal jemand geantwortet hat? ja, ich glaube, der erste ist relativ easy gewesen. Ich glaube, der erste, den ich gefragt habe, gerade gemacht. Und ich dachte, easy! Und nachher ist die härtere Realität. Also ich und mein Videograf, wir turnen sicher etwa 4 Stunden in Zürich bis wir 10 bis 14 Leute vor der Kamera haben. Ah, was? Und wir sind Hardcore, gell? Wir fragen bam, 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 bam. Es ist nicht so, wir fragen einen und nachher müssen wir uns eine halbe Stunde erholen, dass wir dann Ja, wieder gehen fragen. Wir geben wirklich einen durch. Es ist mega krass, ja. Ich glaube, ja. Aber das Geile ist ja, die Frage sagt absolut nichts aus. Du kannst auch lügen in dem Sinn. So. Erstens kannst du lügen, zweitens, wie viel Geld hast du? Ich meine, ich habe auf meinem Bankkonto, keine Ahnung, 16'000 Stutz oder so. Ja. Das sagt null über mein Absolut, Vermögen aus. absolut, oder? Also, ja. weißt, und dann, Ja, dann ist es genau. so, aber die Leute zerstören sich in den Kommentaren. Das finde ich aber auch so geil, oder? Es ist so, einer, der wenig Geld hat, von einem anderen gehört, dass er wenig Geld auf dem Konto hat, ist so, boah, ich bin nicht der Einzige. Ja. Oder? Einer, der viel Geld hat, schreibt immer einen 34-Jährigen, der irgendwie 4'000 Stutz im Konto hat, Alter, wie kannst du so durchs Leben gehen? Ich habe Ja. Angst, ich habe Panik, oder? Ja. Aber gut für den Algorithmus. Schlussendlich. Algorithmus liebt Das Spiel hast du durchgespielt. Das hast du durchgespielt. Aber die Frage ist wirklich einfach nur futzdumm. Sie sagt Ja, null aus über Absolut, Finanzen. ja, Sie absolut. sagt genauso wenig aus, wie wenn einer mit dem Porsche vorzufahren kommt. Was weißt du? Ja. Ja. Ein Porsche. Du weißt nicht, ob es geleast ist, du weißt nicht, ob es gezahlt ist. Wenn es gezahlt ist, weißt du nur, dass er 140'000 Stutz weniger auf dem Konto hat, als er noch letzte Woche gehabt hat. Sonst weißt du absolut nichts. Ja, über die safe, Finanzen, ja. oder? Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, wo heute in dieser Social Media Scheinwelt einfach untergeht. Ich meine, sind wir ehrlich, was posten wir, wenn wir in der Ferien sind? Ja, wenn die Leute aber anschauen, einfach ihre Insta-Wall, dann muss ich sagen, hey, ich Richtig, muss geht's dem voll Arbeitgeber scheiße, arbeiten, weil der hat irgendwie 70 Tage Ferien Ja. im Jahr. Wie funktioniert das? Weißt du, oder? schlussendlich ist ja genau auch das, warum wir das jetzt so mit dem Podcast bei uns machen. Weißt du, auch so ein bisschen, Instagram zeigt alles, die schönen Momente, alles, wenn du erfolgreich bist, wenn alles läuft. Genau. Und der Weg dorthin, da ist so ein bisschen das, wo. Es wie zeigt das- aber nicht wirklich den Erfolg, es zeigt aber nur da, wo du watchst, zeigen. Ja, oder? eben, das, schlussendlich. das ist mega schön, oder? Ich meine, ich bekomme am meisten Kommentare über, wenn ich Story auflade, ey, sollst du deine Frise wieder mal machen? Es ist Sonntag, ist mir doch scheißegal, wie meine Haare sind. Ja, Ich muss dir absolut. gerade etwas sagen, los, was ich sage, nicht meine Ja. auskennen, oder? Aber ja. Wir haben doch letztes Mal genau über das unterhalten. Ja, schon mehrmals jetzt, ja. Schon ein paar Mal, weißt du, dass wir geben uns extrem Mühe, dass da Leute können, die irgendetwas Spannendes können erzählen können, dass wir auch Inhalt haben in dem Content, den wir produzieren als Content Creator. Mehrwert willst du generieren? Genau. Eben, wir möchten den Mehrwert generieren und die Videos, die am viralsten gehen, sind einfach, wenn irgendeinen Scheiß erzählt. Weißt du, wenn. So eine Ja, Topic-Geschichte. logisch. Und dann, Aber das ist bei mir genau das gleiche mit Eben, den ja. Strassenumfragen, oder? Also, Ja, genau. es ist so eine Hassliebe. Ich denke so, hey, jetzt habe ich so wirklich geilen, hochwertigen Content, es sieht gut aus, ich sage etwas Schlaues, bringt dir etwas fürs interessiert Leben. niemand. Aber nein, was der andere auf dem Bankkonto hat, oder das willst du jetzt sehen. Ja, ja. Aber das ist halt da, wir sind auf Social Media für Unterhaltung genau. und nicht direkt zum etwas lernen. Ja. Also Vielleicht das- holst du ein paar Leute ab damit, aber. Ja, logisch. Ich meine, wenn ich Glück habe, dann bleiben es hängen auf meinem Insta-Profil und wenn ich noch mehr Glück habe, dann klicken sie sich Aber- im Podcast. Aber heutzutage ist es doch mehr, finde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Wissen will holen, wie funktioniert etwas jetzt in meinem Bereich, ich gehe viel auf Insta schauen, weil es gibt sehr viele Content Creator, die auf Instagram auch unterwegs sind, aber YouTube ist jetzt nicht mehr so. Früher habe ich alles über YouTube aufgesucht. Ja, das stimmt. Ich bin schon ja. ein Jetzt, YouTuber. heutzutage. Verstehe ich den Punkt. Hast du YouTube Premium? Nein. Ich Wegen habe das dem machst du schon das viel. nicht. Das ist zu viel Werbung. Hast du YouTube Premium? Ey. Nein, früher habe ich sehr viel. Ich habe gelernt, wie eine Kamera bedienen von Anfang an durch YouTube und die YouTube-Videos. Aber jetzt. So Ey, kurzen seit ich YouTube Videos. Premium habe, ich habe sicher Schon, 20 Stunden mehr in der Woche auf YouTube. Einfach weil die das- scheiß das- Werbung Ich Ja, schaue ja. ich schaue im Fall kein Netflix mehr seit da. Seit du YouTube Premium hast? Ja. Wer keine Werbung mehr muss schauen Ja, auf Dings, ja? ich schaue einerseits sowieso nicht so viel Film und Serie und so. Ich bin eigentlich mehr der Sporttyp. Aber YouTube Premium ist Next Level. Ja, voll.
Dann nimmt alles auseinander. Wenn ihr mich gerade überzeugt, oder was? Ja, ich komme noch, gang über den Link, den ich dir nachher schicke, dann komme ich noch 4% über. Bist du Influencer? Eine Affiliate-Provision von YouTube. Ja, stell dir vor, dann ist erreicht, wenn du das anbringst über Das YouTube. bringst du. Dann bist du ein Riesenziel. Ein Riesen-G. Ja, Hey, ja. was sind denn deine Ziele mit Finanz, Fabio? Eben, es hat so Ziele gestartet und jetzt ist es eigentlich. Aber darum ist es so spannend, wenn es einfach gekommen ist. Irgendwie. Hey, es ist für mich einfach das Werkzeug jetzt kommt der Spruch, zur finanziellen Freiheit. Ja. Ich mache Finanzfabio definitiv so lange, bis ich ausgesorgt habe oder bis es mich selber anschießt. Ja. Also wenn es keinen Spaß mehr macht, höre ich auf und wenn ich vorher finanziell frei werde, umso besser. Ja. Aber die Aussage, ist die vielleicht ist sie schon gekommen, aber die kommt sicher, stellt sich vielleicht auch viele Fragen. Was würdest du, jetzt, also frech gesagt, was würdest du mir über Finanzen sagen, wenn du noch nicht das erreicht hast, Millionen und so? Weißt du nicht, wie viele Millionen dass ich muss brauchen, dass ich finanziell frei bin? Das ist schon. Das ist relativ einfach. Die Frage stellen sich, ich höre das sehr viel, weil ich habe vorher auch in einem Brokerunternehmen Marketing geleitet, also für sie Marketing gemacht und sehr viel immer die Aussagen gehört. Ja. Du, ich glaube, die mich verfolgen, die wissen, mir geht es gut. Also, so einfach gesagt. Nein, es ist, weißt du, Finanzen muss ich so sehen. Wir haben die Schweiz und wir haben gewisse Grundlagen. Wir haben unser Drei-Säulen-System. Ja. AV kannst du nicht machen, oder? Ja. PK, Pensionskasse, könntest du schon mal etwas machen, oder? Dritte Säule ist eine gute Geschichte, du musst nur wissen, wie. Oder? Ja. Dann haben wir aber noch das Steuergesetz. Also musst du wissen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Die meisten können nicht mal eine Steuererklärung ausfüllen, oder? Dann investieren in der Schweiz funktioniert leider Gottes anders als in Deutschland und in den USA. Immobilien in der Schweiz funktionieren auch anders. Und jetzt, Geld begleitet uns jeden Tag. Wir stehen auf und wir gehen arbeiten, damit wir Geld verdienen. Nachher zahlen wir Rechnungen, oder? Wenn das etwas ist, das dich jeden Tag begleitet, hast du nicht das Gefühl, es wäre vielleicht eine gute Idee, dass du dich mit dem Thema mal auseinandersetzt, dass es vielleicht ein bisschen mehr verstehst. bisschen besser im Griff hast. Und wenn ich dir jetzt würde sagen, schau, wenn du einfach würdest machen, was ich dir sage, sparst du 10% mehr von deinem Lohn, als du vorher gemacht hast. Hast du nicht das Gefühl, das wäre vielleicht noch spannend? Ja, Ohne grossen Aufwand. Ohne dass ich daran Geld verdiene. Gell? Ich verkaufe kein Finanzprodukt. Muss man vielleicht an der Stelle noch erwähnen. Oder? Also das heisst, rein mit meinem Wissen mache ich andere Menschen vermögender. Ja. Mit dem verdiene ich Geld. Also Es sind halt alles komplexe Themen. Ich stifte Mehrwert und werde mit dem bezahlt. Genau. Oder? Und das finde ich mega fair eigentlich Mega, am Ende vom Tag. Oder? Das andere ist eben die Definition von finanziell frei. Was ist das? Oder ich sage, du, wenn ich möchte in ein Drittweltland leben wie Bali oder Thailand, dann könnte ich schon gehen. Ja. Aber meine Definition ist, ich möchte eigentlich meinen Lebensstandard in der Schweiz können fortführen und einfach mal Realitätscheck. Für da brauchst du locker 5 Millionen, dass du nicht mehr musst arbeiten. Oder? Das ist eine Frage von der Zeit, weißt du? Es sind halt extrem komplexe Themen, die du vorhin angesprochen hast. Und es ist einfach, schlussendlich, jeder könnte sich darüber informieren und ja, dann ist die Frage, wo, oder? Und nach weißt, genau. es gibt ja andere Finanzblogger und Bloggerinnen in der Schweiz, die auch einen super Job machen und ich bin mega froh, jetzt die auch, weil ist Education. ist Education plus, weißt, bei mir ist die Einstiegshürde vielleicht ein bisschen höher, weil es wirklich vertiefter ist und so weiter. Andere holen die mehr auf der freundschaftlichen Ebene ab, oder? Ich bin da sehr pragmatisch, oder? Ich bin da sehr, sehr zahlenorientiert und sage, es ist einfach so, Punkt. Ob es dir gefällt oder nicht, ist einfach so, was du machst. Ja, es bringt nichts, wenn du es dann gleich anders machst. Aus irgendeinem Grund lasse ich mir ja zu, oder? Aber so mal den Einstieg schaffen, das ist super. Früher oder später kommen es dann vielleicht zu mir. Oder ich sage jetzt mal, wenn du einen Blogger kennst in der Schweiz, dann kennst du innerhalb von 2-3 Wochen kennst du alle Blogger in der Schweiz über Finanzen. Einfach, du fährst dich einfach in dem Themenbereich. Thema, du hast ein bisschen googlen, dann landest du mal bei dem, dann landest du mal bei dem, je nachdem, wer bei dem Keyword das bessere SEO-Game betrieben hat. Punkt. Ja. Oder? Ende vom Tag landest du hoffentlich in meinem Podcast. Und schlussendlich, wenn es jetzt nicht einmal Finanzen waren, irgendetwas über Finanzen in Erfahrung bringen und bei uns sind, jetzt gehört es sicher, jetzt sind sie auch wieder bei dir. Ja, genau. Ja gut, das ist auch der Grund, warum ich zu euch Podcast komme, weil ihr euch Zuhörer abwerben. Oder du bei uns, eins von beiden. Sicher. Eins von Nein, aber beiden. das ist ja logisch, weißt du, ich meine, jetzt reden wir über Marketing, oder? Ich bin froh, ich habe eine Finanzausbildung, Ja. aber das ganze Marketing habe ich nachher gelernt. Ich frage mich heute, was der einfacher Weg wäre. Zuerst Marketing Ja, checken und dann Finanzen lernen und weitergehen oder so.
Ist eigentlich unsere Kombi, die wir haben. Ja, voll. Eigentlich ist es genau unsere Kombi. Ja, eigentlich. Vielleicht hätte er etwas Schlaues können machen daraus, aber nein, ihr macht das. Nein, wir machen so einen Podcast, wo niemand interessiert. Gott weiß, aber du bist geile Sicher oder geile Sicher, die jetzt am Zulassen ist. Okay. Yes, Du bist brutal. Ey, was ich noch gelernt habe in der Content Creator Szene, habe ich jetzt schon mal erwähnt, aber wir machen es einfach nie. Bitte folgt uns auf Instagram, Ja. YouTube, allen am Das ist schon zu Finanzfabio viel. uns. Das ist schon zu viel. Sag ihnen konkret, wo. Und was euch am meisten bringt, ist Podcast abonnieren. 100%. Dann tönt uns bitte auf uns Spotify, auf Apple Music. Nein, nur einen. Einzeln. Nur einen. Folgt Spotify. Nicht überfordern. Der ist jetzt gerade am Auto fahren und jetzt weiss er schon wieder nicht mehr. Fuck, muss ich jetzt da links abbiegen? Wo? Oder Spotify oder Apple Podcast? Sag mir, was ich zu tun habe. Nimm ihn an der Hand, tu ihn führen. Also der Herr, wo jetzt gerade meine dezente Stimme durch die Audio-Audioboxen Du gehört. biegst jetzt da links ab und nachher Zuerst folgst du mir auf Spotify. Mach bitte den Schulterblick, schau hinterher, alles okay, toter Winkel, niemand ist da. Folge uns bitte auf Spotify und Stark. grüß deine Familie von uns. So, weiter geht's. Du hast Sehr gut. vorher erwähnt, dass, was bringt uns Sparen? Was muss man da machen? Investieren, oder? Ja, voll. Wo? Erzähl uns mal den brutalsten Tipp, wo ich gerade nachher kann am PC investieren Nein, wir fangen ein bisschen früher an. Finanzen automatisieren finde ich immer geil. Das ist mal so das Prinzip. Umso weniger du mit Finanzen zu tun hast, umso besser funktioniert es. Wenn es einfach läuft. Fehlerquote vergiss es. klein machen. Genau. Und das andere ist, bezahle dich zuerst. Sind wir ehrlich, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich bin auch ein Egoist, alles gut. Bezahle dich zuerst, weil am 25. kommt bei den meisten der Lohn. Dann möchte am 25. einen Dauerauftrag, Säule 3a, ETF, vielleicht noch ein Sparkonto haben, aber einfach das muss gerade raus, wenn der Lohn reinkommt. Also das kreuzt sich. Ja. 26. hätte ich gerne, dass ihr alle eure Daueraufträge ausführen. Oder Dauerauftrag heisst Miete, Krankenkasse, Kreditkarte, Nachteile, aber all das Zeug, das ihr jeden Monat habt, gerade am 26. zahlt sein. Oder? Nachdem könnt ihr eure Rechnungen den ganzen Monat sammeln und zwischen dem 27. und dem 30. wollte ich, dass ihr die zahlen. Ja, also Nachteile anscannen, abschicken, alles gut. Am 1. vom Monat weißt du genau, wie viel Geld das du auf dem Konto hast. Und gib das aus. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Haus einfach auf den Kopf. Ja. Weil du hast dich selber schon gezahlt, du bist ein guter Bürger, du hast deine Rechnungen gezahlt, du hast deine Steuern hast schon einen Teil, ein Zwölftel überwiesen, alles ist gut, das Leben ist schön, den Rest kannst du ausgeben. Kannst du von mir ein Jeans kaufen für 500 Stutz, du kannst für 300 Stutz essen, du kannst ins Kino gehen, ist mir eigentlich alles gleich, zahl dich zuerst. Oder? Jetzt haben wir den Sparpunkt, oder? Ich meine, wie viel Geld musst du auf dem Konto haben, dass du genug hast? Das ist eine schwierige Frage. Ja, Also, absolut, ja. Und ich rede da immer vom Notgroschen. Ich bin mal angegangen und habe gesagt, was ist eigentlich das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und das war damals irgendwie gewesen, wenn ich mein Auto, das kein Vollgas hat, in einen Baum reinfahren, müsste ich eigentlich in den nächsten 2-3 Tagen ein neues Auto kaufen können. Dann habe ich mir überlegt, was wollte ich für ein Auto? Gut, ich brauche irgendwie einen Automat mit einem Navi, weil ich finde mich selber nicht zurecht im Leben. Wie sollte ich auf der Straße irgendetwas finden? Darum habe ich eben vorhin gesagt, Schulterblick. Ja, genau. Mal geschaut, okay, es soll noch ein bisschen nach etwas aussehen, oder? Kostet mir 20'000 Franken. Betz, das ist mein Notgroschen. Der Rest, alles hardcore investieren. Ganz einfach, simpel, in einen einfachen, breit diversifizierten, günstigen ETF. Und jetzt hast du schon alles gehört, du musst wissen, es muss einfach sein, es muss günstig sein, es muss breit diversifiziert sein. Und dann brauchst du nur noch Zeit. Ja. Also wie es früher geheißen hat, kauf Aktien, nimm Schlaftabletten und wenn du aufwachst, wirst du merken, du bist reich. Ja. Und heute machst du es halt einfach mit dem ETF. ETFs sind super günstig, mega, mega breit gestreut, mega diversifiziert, alles perfekt. Du kannst ein Konto eröffnen bei der Saxo Bank. Mit dem Code Finanzfabio bekommst du 200 Franken Trading Credits über und einen gratis E-Steuerauszug. Aber einfach, dann läuft das Zeug. Und mehr müsstest du gar nicht machen. Ja. Und jetzt hast du alles. Jetzt bist du vorbereitet, bist unterwegs, du kannst das Geld ausgeben, das du noch hast. Es läuft alles eigentlich perfekt. Und wenn du das durchziehst, ein Jahr, 2, dann merkst du, hey, das Ganze funktioniert, ja. Du hast ein bisschen Geld auf dem Bankkonto, du hast Geld, das investiert, das schafft, das Dividenden zahlt. Da gibt dir Selbstvertrauen. Ja. Du gehst mit viel mehr Selbstvertrauen durchs Leben, wenn du deine Finanzen im Griff hast. Oder? Und wegen dem sage ich, nur sparen ist einfach scheiße, weil wir haben Inflation oder dieses. Plötzlich denkst du, ja, komm ja eh nicht weiter. Dann gibt es Leute, die noch irgendwie Blockaden haben im Passwort Money Mindset und sagen, hey, ich habe 100'000 Stutz auf dem Konto, mehr brauche ich ja gar nicht. Und dann fangen sie den Rest noch ausgeben. Realitätscheck, 100'000 ist nichts.
Oder? Ja, ist nicht mehr das gleiche wie vor 20 Jahren. 100. Vergiss es, oder? Ich meine schon nur, wenn wir mal schauen, jemand, der pensioniert wird, hat vielleicht noch 60% von seinem Lohn. Wenn der vorher 100'000 verdient hat, dann fehlen dem 40'000 Stutz im Jahr. Wenn du 100'000 auf der Seite hast, dann machst du genau 2,5 Jahre durch und dann ist Ende Gelände. Oder? Wegen dem, die grossen Zahlen, das ist nicht irgendetwas, aber das musst du aufbauen über Zeit. Oder? Und wenn der nächste Realitätscheck, ja, ich investiere jetzt 25 Franken im Monat, ja, bringt dann nicht wirklich etwas, oder? Wegen dem, Sparen ist ein Scheissdreck. Okay. Also weißt du, halt einfach auch beim Thema Sparen. Früher muss man sagen, hat sich Sparen mehr gelohnt in meinen Augen. Noch Generation vor uns, wo die Zinsen so hoch sind, dass wir können sagen, okay, gut, das bringt was anderes, das ist was anderes. Und das ist auf vielen Generationen vor, eine Generation, unsere Eltern, etwas zwischen uns, also eingerichtet worden. Das ist einfach ein Sparkonto. Ja, aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Aber jetzt musst du einen Vergleich ziehen. Meine Mutter hat damals ein Sparkonto für mich eröffnet mit, glaube ich, irgendwie 7%. Ja. Meine Eltern haben aber eine Phase gehabt, wo sie 8% Zinsen gezahlt haben. Ja, Hypothekarzen, ja. Also weißt du, das ist immer da. Umso mehr Zwei sind Zinsen die du Schwert, abdrückst für irgendetwas, verstehe umso schon. mehr lohnt sich Sparen sonst, weil du halt einfach die Zinserträge hast und die Inflation ist eine andere und das und jenes. Schon klar, aber die Zeiten sind einfach vorbei. Aber ich sage, das ist halt wirklich nicht mehr so. Plus, die dort schon investiert hätten, die hätten immer noch mehr Rendite gehabt. Das kommt noch dazu. Und das ist da, wo sie sagen halt einfach, an der Börse kannst du Geld verlieren. Ja, auf dem Bankkonto ist es eine Garantie, dass du Geld verlierst. Aber es geht schleichend, es geht kontrollierter. Oder du merkst es gar nicht. Ich meine, an der Börse, ja, ein scheiß Jahr hast du 30% weg. Das passiert nicht auf dem Sparkonto. Auf dem Sparkonto hast du immer so 1-2%, die du verlierst, ohne dass du gross merkst. Oder? Und das ist eigentlich das Fiese daran. Oder? Wegen dem sage ich, für mich wäre es eigentlich mega spannend in einem Paralleluniversum, wie wäre es, wenn ich von Anfang an gelernt hätte, investieren statt sparen. Ja. Wie weit wäre ich heute? Wenn ich die paar Jahre noch extra reingeholt hätte. Oder? Aber wann hast du denn das Mindset gehabt? Wann hast du denn für dich entdeckt? Wie in einer Sekte der richtige Weg? Es ist ja mega tragisch. Weißt, ich bin ja schon die ganze Zeit in der Finanzbranche gewesen. Und weißt, erklärst es immer allen, aber selber machst du es halt gleich nicht. Bei mir hat es eigentlich erst so richtig mit 27 angefangen. Ja. Okay. Wo ich glaube 27, als ich das erste Mal ein regelmäßiges Einkommen hatte von einem 10er im Monat. Und dort habe ich so gefunden, ja, jetzt lohnt es sich auch. Jetzt kannst du easy, was habe ich dort, 5000 Stutz im Monat auf die Seite tun. Jetzt merkst du es mega, weißt du, so eine mega grosse Gümp, die du machst, Monat zu Monat, oder? Das ist eigentlich völlig dumm gewesen. Es würde sich auch schon lohnen, wenn du 5000 Stutz Lohn hast und dort mit 500 Franken anfängst, oder? Und dann immer, wenn du weitergehst, mehr kannst du investieren, oder? Ja, dass du nicht mehr so den nächsten Step nimmst. Genau. Was lässt Finanzfabio für Podcast oder wo holt er sein Wissen? Also, Nein, das darf ich da gar nicht sagen. Im Fall. Am liebsten lasse ich meine. Der eigene los. Nachdem du deinen eigenen OnlyFans-Account angeschaut hast. Nein, es ist so. Ich meine, ihr wisst ja auch nicht mehr von dem, was wir hier geredet haben. Das geht sich aber nicht so. ja, absolut. Und nachher ist es aber so, ey, shit, was haben wir überhaupt alles gehabt? Und dann muss ich den nochmal hören, oder? Einfach so, dass ich ein bisschen drin bin. Weil ich bin so fokussiert beim Aufnehmen, dass ich auch gar nicht checke, was wir alles wirklich reden. Nein, Boah, da fühle ich jetzt gerade voll, absolut. Wenn das so voll Mühe ist, um einen Satz richtig zu machen. Gell, es ist so intensiv mit dem huren Ding vor dem Maul, oder? Ja. Mit dem Kopfhörer, du bist so voll im Tunnel innen. Ja, oder? absolut. Und nachher nimmst du es ganz anders auf, das Gespräch. Oder? Ja. Nein, da gibt's schon ein paar. Mit welchem wollen wir anfangen? Mach dein Ding Podcast von Nico Vogt, mega gut. Tim Gellhausen, Copywriter, mega gut. In Good Company. Das ist, Dänemark hat ein geiles Vorsorgesystem, die investieren, quasi unsere AV investieren die Vollgas in Aktien. Okay. Und der Staatsfonds hat einen Podcast, der heißt In Good Company, was ja zwei Sachen bedeutet, oder? In guter Gesellschaft Gute Gesellschaft, ja. oder in einer guten Firma. Und weil sie halt investiert sind in die Firmen, und dann hat er so krasse, der CEO von Coca-Cola. Und dann droppt er einfach so, ja, also Dänemark gehört 1% von Coca-Cola. Dann überlegst du das mal und denkst so, das ist ein Mindblow. Und ich finde das mega geil, dass der Bürger sieht, in was sein Geld investiert wird. Ja, dass es so transparent ist.
erstens das und dass er ein bisschen merkt, okay, investieren ist cool. Dass er auch die Firmen sieht, wo sein Geld investiert. Ich meine, bei uns bei der AV sind wir jetzt am Rumbrüllen, ob wir eine 13. Rente zahlen wollen, die wir uns nicht leisten können. Kollege, gehen euch das Geld investieren, müssen wir nicht länger arbeiten und dann würde vielleicht auch noch eine 13. Rente drin liegen. Aber nein, wir Schweizer haben wieder Angst vor dem Investieren. Wir haben es auf dem Sparbüchlein. Wir haben es in Obligationen drin. Also, ja. Und das ist sicher ein mega cooler Podcast. Und sonst höre ich immer so ein bisschen auch querbeet, weißt du, wenn ich irgendwo einen Gast gesehen habe, den ich so geil finde, wo ich Absolut, ja. Da gibt es noch einen Krypto-Podcast House of Satoshi, dann gibt es den Bitcoin-Podcast von Relay. Ja, so das Zeug. Viel Finanzen, viel Marketing ist bei mir. Ja, das tun wir Es an. fehlt mir. Gell? Da ist einer ist voll vergessen. Ich weiß es aber nicht Ich wählen. habe jetzt gedacht, es ist schon schlimm genug, wenn ich Werbung für meine mache. Wenn ich jetzt euch noch extra drauf auflöpfe, oder? Hurencheat. Ah, du hast unseren gemeint? Aha, oh. Ich hätte gar nicht gewusst, was das du redest. Nein. Ein witziger Funfact noch wegen Coca-Cola. Ich habe letztes Jahr einfach gesehen, dass der Warren Buffett hat so gesagt, ja, wie viel Dividende er durch Cola bekommt. Und dann hat er einfach bei dem, der im Podcast war oder mit dem, der ein Interview hatte, sagt einfach so, ja, die Lohnzahlung vom CEO von Coca-Cola ist auch öffentlich. Also du verdienst einfach mehr als der CEO von Coca-Cola, als die Stelle von der Investor. Das ist auch ein Mic-Drop-Moment. Also weißt du, es ist so 1-2-0 hinten dran. Ja, das ist Der nicht so knapp, sondern Ja, nein. es ist nur, wenn es dir so vor Augen halt ist es nochmal intensiver. Sag's immer wieder, mit Arbeiten verdienst du kein Geld. Darum machen wir es jetzt nicht. Kein Der Geld. CEO von Coca-Cola, oder wer hat gesagt? Der Warren Buffett ist einer der berühmtesten Nein, ich Investoren. meine, aber wer ist der von Coca-Cola? Was hat er gesagt? Der CEO? Ja, der Warren Buffett verdient mit Dividenden, also mit den Auszahlungen, Aha. mit den Ausschüttungen von der Aktien, verdient er mehr als der CEO von Coca-Cola selber. Verdient der CEO? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ah, ich dachte, Wahrscheinlich- weißt du das so. Wahrscheinlich schon mehr als ein oder andere Butterbrötchen im Monat, würde ich jetzt mal frech behaupten. So. Wenn ich jetzt mal darf spekulieren. Ja, aber es ist übel, ja. Ja. Einfach, was Dividenden können ausmachen. Ey, aber wenn jetzt das so, du hast jetzt gesagt, ein Teil ist Fabio, wo du Finanzplanung und so machst, ein Teil, das Content Creator von deiner Zeit. Was machst du denn lieber? Content. Wirklich? Ja. Interessant, weil das hat der. Also, das ist so. Ich überlege wirklich jeden Tag, wie könntest du Geld verdienen. Das ist ein Hobby von mir. Das ist einfach so. Ich glaube, ich habe schon mehr Entweder hast du Ideen das oder hast du vergessen, nicht, wie man Geld verdienen kann, wie andere je können. Das ist einfach so. Gerade vorher hat er uns ja das gesagt, oder? Wegen dem Podcast, und gesagt, ja, das müssen wir machen. Ja, voll. Ja, das nein. ansprechen. Nein, und das ist so. Ich bin eingeladen worden im November nach Zypern als grösstes Finanzinfluencer-Festival von Europa. Nein. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da geht. Das ist jetzt sehr lang gegangen, bis ich das schnell realisiert habe, was du jetzt genau gesagt Hey, hast. ohne Scheiß, ich bin Mail im Notfall gelegen und ich das Mail bekommen habe und lese das. Und ich so, die werden mich verarschen, das ist Infake, das ist irgendein Scam. Weißt du, Ja. heißt sicher bist du eingeladen, aber musst musst unterstützen, 500 ja, Franken ja. überweisen. Da. Via Bitcoin und so, ja. Und dann haben sie aber aufgeführt, wer alles dort ist. Und der eine ist einer der grössten Finanz-YouTuber von Deutschland. Der Kolja Barkan, Aktien im Kopf. Ja. Und mit dem schreibe ich ab und zu. Und dann habe ich ihm geschrieben, du Kolja, ist das echt? Und er so, ja, ich bin dort. Ich dachte, Geil. nicht. Oder? Easy, ich habe mich dort angemeldet, bin dort rüber. Und dann siehst du so, also ich meine, ich kann mich ja in der Schweiz schlecht mit irgendjemandem austauschen, weil es gibt einfach zu wenig Leute, die mit dem Geld verdienen in der Schweiz. Ja. Und dort hast du einfach 140 Leute, die genau da machen aus Europa. Und dann kannst du dich mit denen austauschen, was die für Business Mega Dings spannend, haben. ja. Es ist so crazy spannend gewesen. Und dann, Ah, das war schon gewesen? das war im Aha, November. aha, ich meine, das Ja. erste Mal, Weil okay. das war so gut gewesen. Also für mich, mir hat es mega Schub gegeben wieder nach denen. Ja, und dann ist halt so, ja, du überlegst dir immer, wie kannst du Geld verdienen? Verdienst du jetzt als Planer einfacher mehr Geld oder als Content Creator? Ja. Dann musst du einfach sagen, als Planer bist du relativ eingeschränkt. Ich meine, ich könnte meine Preise erhöhen, bis es irgendwann so weh tut, dass die keiner mehr buchen, aber das ist irgendwie auch scheiße. Unschön, ja. Oder du lässt dir als Creator irgendwie einfallen, wie dein Content mehr kannst monetarisieren. Und das ist oft der einfache Weg, sage ich, um mehr Geld zu verdienen. Ja. Ja, wegen dem am liebsten überlegen wir, wie verdienst du Geld und dann ist es halt da, wo du eine Antwort findest, dort investierst du mehr Zeit. Ja, verstehe ich absolut. Ja. Hammer. Macht das Sinn. Also Die Frage haben wir genau auch mal am Ding gestellt, am Shane, bei den Wisdom Blends.
Edgar Katz. Ah ja, voll. Und der Ja. hat auch gesagt, Er hat genau das Gleiche gesagt. Der hat ja früher Haare geschnitten, oder macht er immer noch. Und dann hat er auch gesagt, also, mittlerweile macht mir das viel mehr Spaß. Ja. Das ist eigentlich nicht genau die gleiche Antwort, aber Aber verlangt er etwas für den Haarschnitt, wenn einer vor die Kamera kommt, oder ist es dem Ja. geschenkt? Ah schon, er wird auch Also, zahlt für manchmal den. schon, manchmal schon, das weiß ich nicht. so genau. Aber er hat schon bei ihm Da wäre jetzt mal eine gute Frage gewesen. 70, 80. Also mittlerweile er hat gesagt, Stutz für den Haarschnitt? Ja. Ich glaube im Mai oder im Juni macht er einen eigenen Laden jetzt auf, irgendwo in Solothurn. Der hat noch gar keinen eigenen Laden. Nein, der Nein, ist ja noch das war noch crazy, der ist angestellt gewesen. Okay. Also angestellt gewesen. Vielleicht immer noch, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber er ist angestellt gewesen, wo er das Zeug immer gemacht hat. Das war eigentlich wie ein Okay. Meeting auf dem Platz. Hey, der könnte ein riesen Franchise aufbauen. Macht Siehst du, bist schon dort. jetzt den ersten Schritt. Also jetzt geht es in einen Laden auf. Ja, geil. Jetzt sogar auf YouTube noch. Ja, macht YouTube-Videos Contents. und so, ja, voll. Ja. Ja, das ist also etwas. Ich habe auch angefangen, eben meine Podcasts aufzuzeichnen und auf YouTube aufzuladen. Und jetzt mache ich es schon ein bisschen. Denkst du am Anfang, du wirst nie Geld verdienen in der Schweiz. Oder? Jetzt habe ich wirklich fast verschrocken. Gestern das erste Mal gesehen, irgendwie über 20 Stutz an einem Tag. Schon? Und dann denke ich so. Also weißt du, ich habe irgendwie 4000 Followers, YouTube-Subscribers, also nicht viel, aber ich denke so, es sind einfach 20 Stutz. Und vor allem für nur 4000, weißt du, wenn du dann so mal Ja, grösser denkst, weißt du, wenn die Leute aber noch an viel einem mehr Tag, gell? Ja. Weißt du, ich meine, wenn du das hochrechnest, sind es dann Ja. auch wieder 600 Stutz, wenn sie jeden Tag so würden Ja. laufen, oder geht es dann auch schon wieder gut, oder? Also, Ja. ich meine so, das ist ja da, nie Freude an kleinen Beträgen verlieren. Ja, oder? absolut. An die kleinen Sachen Ey, machen sie aus im Leben. Beste. Nicht? Genau. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ist denn, wie war für dich der Switch gewesen? Vielleicht noch etwas, nicht, dass ich mich falsch verstanden. Es geht mir überhaupt nicht darum, nur ums Geld verdienen, aber für mich ist das Geld verdienen halt der Maßstab, ob meine Idee funktioniert hat. Weil ich kann sie nur an dem messen. Weißt du, Ja, ob eine Idee ja. gut Sehe ich, oder ja, ja, erfolgreich sehe ich, ist, ja. oder messe ich daran, wie viel Geld das ich mitbringe. Es geht mir nicht ums Geld, es geht darum, ob meine Idee umsetzbar, praktikabel, ob die wirklich gut war. Oder? Ja. Aber es ist halt der einzige Maßstab, den du da hast. Oder? Ja. Eigentlich gerade gut, wenn du das jetzt so sagst. Auf meine nächste Frage, wo hört der Fabio auf und wo fängt der Finanzfabio an? Ist das da eine Grenze bei dir oder ist das... Das ist eine mega gute Frage. Ich würde schon, muss schon zugeben, ich definiere mich schon recht über Finanz, Fabio. Aber das Problem ist, ich bin als Kind schon, habe ich über Geld geredet. Ich habe zum Beispiel gemeint, alle alten Menschen sind reich. Weil Weil sie halt alt sind. Nein, einfach weil meine Eltern etwas nicht gekauft haben. Meine Großeltern haben dann schon meine Liebe gekauft mit dem. Also Ja. so. Und dann ist es so, ja, alle alten Menschen sind reich. Und meine Großeltern Geil. ist wirklich nicht schlecht gegangen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber Schön. ich meine, jetzt als Finanzplaner, weißt du, das ist überhaupt nicht der Case. Oder? Aber ich habe schon früher über Geld geredet. Also, Ja. Das ist so, das ist halt ein bisschen das. Plus, wenn du, Die Hemmungsschwelle ein bisschen tiefer gewesen als bei anderen. Ja. genau, wenn du selbstständig bist und dann noch im Social Media Bereich ein bisschen etwas machst, du hast halt nie 4 oben. Ja. Ich meine, ich habe ein Handy für Social Media. Wenn ich das im Büro unterlasse, ist gut, dann habe ich einigermaßen 4 oben. Wenn ich das mit aufnehme, dann habe ich einfach eine Nachricht nach dem anderen, wo du das Gefühl hast, ja, die musst du jetzt noch beantworten oder willst helfen, dieses, jenes. Da kommt dann halt auch, oder? Mit vielen Followers, oder? Dass du das ein Ding Ja, hast. ist klar. Und das andere ist, eigentlich bin ich noch, oder meine Kollegen sind froh, dass es Finanzfabio gibt, weil ich halt immer über Geld geredet habe. Ja. Also es hat schon geheißen, Das hat schon der Fabio ist da, jetzt reden wir über Geld. Und seit ich Finanzfabio habe, muss ich mit denen nicht mehr über Geld reden, kann ich genug andere Leute und die sind alle froh. Also, ja, es ist halt ein bisschen das. Ja. Plus mein Büro ist im gleichen Gebäude, wo ich wohne, also es ist so, Ja. es ist recht fließender Übergang. Ja. Wie bist du und dein Umfeld damit umgegangen, dass du öffentlich bekannter bist? Weißt du, berühmt ist ein grosses Wort, aber dass man Ich dich glaube, kennt. die mich vorher schon kennt haben, die belächeln es immer noch. Mhm. Die finden es immer noch lustig. Also, Ja. so, es wird nicht wirklich ernst genommen, das ist voll okay. Die anderen kennen die halt einfach nicht mehr so. Ja. Ja, Das ist halt was anderes, ja. ja das ist voll etwas anderes. Ja. Aber vielleicht auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, die sich selbstständig machen, erzählen es nicht zu vielen Leuten, weil die meisten Leute in der Schweiz sagen, ja nein, aber das ist so ein guter Job und so ein guter Arbeitsweg und so ein gutes Einkommen und alles so sicher und so. Das Schlimmste war mein Vater. Ich habe ihm nicht mal gesagt, dass ich gekündigt habe. Ja. Ich bin dann einfach im Büro gewesen, und wenn er mich einmal gesehen hat, du musst jetzt nicht erfahren. Ich so, nein, Homeoffice. Und dann Jetzt haben wir eine Diskussion aus dem Weg gekommen. ja, nach 2 Wochen ist er gekommen,
du schaffst überhaupt nicht heute? Ich so, nein, ich bin gekündigt, jetzt selbstständig. Ja, aber nein, wir können nicht darüber diskutieren. Ist schon Du hast schon passiert. Ist schon erledigt. Ich sehe nicht voll deinen Weg, wie du das gemacht hast. Verstehe ich. 10 Tage nicht mit mir geredet. Und nachher ist er wieder gut gewesen. Und jetzt ist er mega stolz drauf. Weißt, jetzt kommt er immer auf, hey, wie viele Followers hast du jetzt? Also sagt er dir immer noch, ey, ciao Fabio, oder sagt er dir, ey, Finanz Fabio? Nein, So weit dann schon nicht. seid eben noch Junge. Genau. Aber auch witzig, ich habe das Gefühl, jede Person, die da war, hat, glaube ich, Beef mit den Eltern gehabt. Für das, was er macht. Ja, Praktisch jede Ja, Person aber immer gesagt. Ich verstehe es ja schon. Ich meine, Eltern, die machen alles für ihr Kind. Ja, ja. Schauen, dass du durch die Schule gehst, schauen, Ja, ja, dass du gute absolut. Noten hast, und dann schmeißt du es einfach an, du undankbarer Saugo. Aber heute sind sie mega happy, weißt du? Ja. Also, weißt, weil sie halt den Erfolg sehen, oder? Das ist so. Und das ist vielleicht das andere. In der Schweiz Erfolg sieht man mega gerne, Misserfolg ist mega schlimm. Ja, Also weißt du, dann hast du versagt. Ich sage immer, ja, ich habe es probiert. ja. Das ist einfach eine andere Sicht. Wie Ja, Ganz ja, andere genau. Perspektive. genau das Gleiche, oder? Ich meine, in Amerika weißt du nicht ernst als Unternehmer, wenn du zuerst mal 5 Mal auf die Fresse geflogen Ja, bist. voll. Oder? Ja. Und da in der Schweiz heisst du hast Es muss versagt. direkt klappen, ja. Es ist, ja, weißt du, wie schwierig ist es? Weißt du, Ja. wie viel musst du dich auseinandersetzen? Und dann Ja. noch der ganze administrative, behördliche Scheiß hinter AV-Abrechnung, SVA, dieses, jenes. Ja. Musst du noch die Versicherung haben, musst du noch das machen. Genau. Es ist mega viel, oder? Plus, ich meine, eben, wir reden hier über Influencer. Ein Influencer bringt das Produkt raus, du schmeißt ihm das Geld hinterher. Wenn Ja. ein Kollege eine Firma aufmacht, das erste, was du fragst, ist Rabatt. Ja, Ja. Zahlt er sich extra, damit er kann starten Ja, voll, Also, ja. weißt du, so das Unterstützt Thema, Support, ey, ja, ja. voll, ey. Weißt du, wie viel bei mir kommen mit so, ja, ich bin ein Startup, Bro, kannst du noch etwas machen? Ja, Bro, ich bin auch erst seit 1,5 Jahren. Ja. ich bin auch ein Start-up. Ja, Also, weißt du, so, was ich ja. meine? Das ist wohl auch etwas, was ich gelernt Aber habe, ja, Kundenselektion. Ja. Also, schon nur, ich habe früher immer, weißt du, wenn ich über etwas geschrieben habe, habe ich immer den Medianlohn in der Schweiz genommen, 6'800 Franken. Dann hast du Anfragen bekommen von Leuten, die 6'800 Franken verdienen. Die haben das Problem, du bist zu teuer. Oder ich bin zu teuer für dich. Habe ich angefangen über den Henry zu schreiben, High Earner Not Rich Yet. Ja. Also so 120'000 oder 100'000 aufwärts im Jahr. Mhm. Ganz andere Anfrage. Das ist so krass, wie du deine Kundenselektion kannst steuern, nur mit deinem Content. Ja. Oder wegen dem einfach ein anderes Auftreten als Startups nicht mehr kommen. Das hast du sehr gut gesagt, ja, voll. Ja, was halt auch gerade bei Kundenselektion, was halt auch ein mega mächtiges Wort ist oder ein Wort ist, wo viele Leute auch davon Angst haben, einfach Nein sagen. Weißt du, ablehnen, wenn so irgendetwas kommt. Ich finde, das muss man schon lernen. Es ist nicht gerade direkt so, du willst ja am Anfang ja alles immer machen. Voll. Wenn das irgendwann mal ein bisschen dienst und einfach für dich selber, ey, nein, es geht nicht. Ich habe mich im Dezember recht intensiv mit Jahreszielen auseinandergesetzt. Ja. Ich habe nie ein Jahresziel gehabt. Ich habe immer so gedacht, ja, also so Umsatzziel habe ich gehabt, aber so weißt du, konkrete nichts. Und dann musste ich angehen und eben, was macht der Spaß dazu? Und dann musste ich sagen, ein Jahresziel von mir ist 24 Finanzplanung. Oder besser ausgedrückt, nur 24 Finanzplanung. Weil ich bin ausgebucht bis im Juni, ich habe meinen Kalender abgestellt, kannst gar nicht mehr buchen bei mir. Ich hätte die ratzfatz gefüllt, die 24, weißt du? Es ist einfach so, lass einen Jahr warten, das ist voll scheiße, oder? Ja. Und zwar, Voll scheiße, ja. ja, weil ich anders will machen. Ja. Oder? Priorität als jetzt, ja. Aber ich meine, Finanzplanung bei mir kostet im Schnitt 4000 Stutz. Das Ja. heisst, jetzt jedes Mal, wenn ich Nein sage, sagst du zu 4000 Stutz Nein. Nein, Ja. ja. Und da musst du wirklich zuerst, weil 1-2 Mal easy. Wenn du merkst, hey, jetzt haben schon 20 Leute Nein gesagt, dann sind es dann 80'000 Ja. Stutz. Und dann denkst du so, fuck man. Was wäre, wenn es in der Schule Unterricht, also eine Lektion Finanzielle Bildung würde ich. finanzielle Bildung wird geben? Schon Krasse Frage. in der Primar, sagen wir mal. Hey, Oder bin unter- ich auch so immer Business der Leuteste gewesen, der gesagt hat, das müssen wir ums Verrecken haben. Da hat mich eine Lehrerin eingeladen und gesagt, also komm, Ah, wirklich? bring Nein. it on. In der Schule? Vor der Klasse. Und dann Ja, sind sie? Als Oberstufe, oder? Oberstufe, 3. BITS. Bezirksschule. Also die Gescheiten. Und nachher ist aber wirklich so, du bist so dort und hast irgendwie die Aula voll gehabt, gell? Also wirklich richtig viel Schüler. Und du erzählst, oder? Und denkst, du bist mega charmant und lustig. Und es kommt einfach kein Feedback zurück. Es ist so. Ja, weil sie auch keine Ahnung haben, nicht? Das Problem ist, sie haben kein Geld. Es geht nicht darum, dass sie keine Aha. Ahnung haben. Darum interessiert sie nicht. Darum interessiert es sie nicht. Was willst du? Weißt du, ich habe mit ihnen so Sachen mega herzig. Fragst sie mal, ja, was haben Sie das Gefühl, was kostet eine Wohnungsmiete? Was hast du gesagt? Dritte Witz, was sind die 15? So.
Ja, also- 15. Dort okay. Ja. Nur, dass man verstehen will. Dann fragst du so, ja, was kostet eine Wohnungsmiete für einen 2,5er? Ich nehme jetzt extra einen 2,5er, weil wenn ihr eine Lehre macht und aus der Lehre kommt, das ist vielleicht die erste Wohnung, die ihr euch leisten könnt, oder? Hey, da kriegst du Sachen von 400 Franken bis 5000 Franken für einen 2,5er. In ihrer Region, also Bruck ist das gewesen, oder? Mhm. Dann keine Ahnung, oder? Dann fragst du, ja, was kostet der Mercedes? Ja, neu 6000 Stutz. Dann denkst du so, das ist irgendwie so 80. Einfach Sie null, sind einfach damit null Bezug zu dieser ganzen Geschichte. Oder? Und dann gehst du mal an und erklärst ihnen, schaut, wenn ihr aus der Lehre kommt, der Durchschnittslohn der ist irgendwie bei 4000 bis 4500 Franken. Eine Regel ist, wenn ihr die erste Wohnung bezieht, die sollte nicht mehr als 1/3 von eurem Lohn kosten. Da gibt es aber noch den Unterschied zwischen Bruttolohn und Nettolohn. So das kleine Eselsbrock. Bruttolohn ist brutal viel. Nettolohn ist nicht so viel. Und einfach, dass sie mal ein bisschen antesten kannst. Ja. Dann sagst du ja, aber schau, wenn das 4200 Franken kostet, dürfte ich Miete nicht mehr als 1300 Stutz kosten. Da hast aber noch kein Internet daheim, hast noch kein Netflix daheim und so. Weißt, Es muss bei den 1,4 bleiben, ja. so diese Sachen, oder? Check es nicht. Also weißt, das ist so wie zu weit weg. Wegen dem habe ich das Gefühl, Schule ist definitiv zu früh. Was vielleicht in der Schule könntest anfangen, ist ein bisschen Basic Wirtschaftsverständnis und vielleicht Budget. Dass man das einfach so ein bisschen oberflächlich mal miteinander anschaut. Dass wir das ein bisschen, aber mit ihnen wollen über Investieren reden und unser Vorsorgesystem, ich glaube, das geht nicht. Wo ich es aber als Fach mega gerne hätte, wäre dann wirklich schon in der Lehre. So Wenn du schon ein bisschen weiter bist und Geld selber verdienst. Wenn du Geld verdienst, dort habe ich das Gefühl, würde es am meisten Sinn machen. Ja. Ich finde vor allem, was auch etwas Schönes wäre, wenn so ein Grundwissen im Steuersystem auch ein bisschen vorhanden wäre. Also weißt du, mit selber Steuererklärung, dass man so ein bisschen weiss, was nur schon das ist manchmal, wenn mit Leuten dich unterhaltest und Ich habe einen Online-Kurs, wie du mit Steuererklärung selber ausfüllen, kostet 97 Stutz, also günstig. Der verkauft sich jeden Tag. Du merkst immer. das ist auch ein Video von dir, oder? Ja, das ist aufgezeichnet. Januar bis März wird der einfach gekauft, weil dann solltest du deine Steuererklärung einreichen im März, oder? Nachher passiert wieder lange nichts mehr und dann merkst du im September wird er wieder verkauft. Dann ist ja so Deadline, so maximale oder? Deadline. Ja, genau. Und dann merkst du immer so, den habe ich für Aargau und für Zürich. Und die können dann Aargau nehmen. Aber das ist einfach so. Die Leute kaufen das, die brauchen das, weil sie einfach keine Ahnung haben, wie das ganze Ding funktioniert. Oder? Ich meine, ich bin ja froh, ich verdiene mit dem Geld. Aber ganz ehrlich, hock einfach mal an und lese, was dort steht. Schlussendlich, es ist ja nur da lesen. Lies wirklich, was dich das Programm fragt. Ja. That's it. Vor allem, wenn wenn es nicht mega gross selbstständig bist, viele Firmen, viele Liegenschaften, wenn du selber nur der durch das Auto... 0815-Dude, easy. Ja, wirklich mega. easy. Ich meine, mein Kurs ist wirklich, ich gehe Kästchen für Kästchen durch, lese es vor und erkläre, was gemeint ist mit dem. Ja. Aber mit gesundem Menschenverstand bringst du das an. Ja. Also, das ist nicht die beste Werbung jetzt für meinen Kurs. Aber einfach nur zu sagen, der Bedarf ist eigentlich riesig, Ja. aber es braucht gar nicht so viel. Aber die Leute haben so Steuern. Und so. Angst, Was haben sie da? Von den Eltern. Ich muss schon wieder Steuererklärung ausfüllen, dieses, jenes. Das heisst, du gehst dann voll mit Freude an die Steuererklärung an? Als Vorbild für deine Kinder. Ja, logisch. Yes, baby, Steuererklärung machen! Wolltest du ja wissen, was gelaufen ist letztes Jahr? Das ist die Realität, oder? Da siehst du, ob deine Idee funktioniert hat. Aber weißt du, da muss ich ja sagen, Gemeinde müsste doch jedem sagen, hey, du bist 18, übrigens, das Jahr kostet es Geld, oder? Also einen Steuerkurs anbieten. In meiner Aufgabe ist das, also die Gemeinde will jetzt die Steuern von dem Kind. Also gang und erklären, wie er eine Steuererklärung ausfüllt. Und dann vielleicht ein Hinweis, hey, in dem Jahr, wo du aus der Lehre kommst, zahlst du erstmal richtig Steuern. Und das Problem ist, es kommen dann auch gerade die provisorischen Steuern. Also die provisorischen Steuern sind hoch, aber die definitiven Steuern sind dann auch hoch. Und dann zahlst du in einem Jahr eigentlich 2-mal Steuern auf das erste Mal deinen richtigen Lohn. Absolut. Das ist das ist die erste Schuldenfalle, die die meisten Kiddies haben, weil sie da Geld nicht auf der Seite haben. Weil sie einfach den ganzen Lohn verpulvern. Und dann kommt plötzlich 2-mal eine Rechnung von 6'000 Franken, nicht nur eine ist, dann sind sie am Arsch. Ja. Und dann heisst der Mami, Papi, kannst du mir schnell 12'000 Stutz überweisen, ich zahle das dann zurück. Ja, wie? Deine Steuerrechnung kommt ja auch. Also weißt du so. Aber besser als einen Kredit aufnehmen. Ja. Ja,
Das ist so. Ja, du. Aber dem Fall würde ich sagen, dass in der Schule so tief würdest du noch nicht anfangen mit in der ersten bis Oberstufe. Aber schön, weißt du, Aber stell dir ich vor, habe schon von du vielen gehört, dass würdest- das würden machen. Und weißt du, wenn du sagst, du hast die Erfahrung gemacht, dann Ich glaube nicht, dass es funktioniert auf Schule. Ich glaube, dass du so ein Mittwochnachmittag-Programm mal könntest anbieten für die, was wirklich interessiert. Ja. Als Schulfach nein. Aber also nicht so mega konkret. Basics ja, aber das andere nicht. Aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man müsste in der Schule haben. absolut. Social Media, gesunder Umgang mit Social Media oder gesunder Umgang Ernährung und Sport. Oder glücklich sein. Wieso ist glücklich sein kein Fach? Weißt du, wenn ich glücklich, das ist eine Entscheidung. Deutsch das mal schnell aus. Ja, mega viele Leute sind unglücklich oder depressiv, weil sie einfach nicht sehen, was sie alles haben oder das Gefühl haben, jemand anderes muss dich glücklich machen. Und da funktioniert einfach nicht. Oder in meinen Augen ist glücklich sein eigentlich nur eine Entscheidung. Ja, mir geht es gut. Ich habe alles. Ich habe das Dach über dem Dankbar Kopf. sein. Ich habe Kleider, Dankbarkeit. Ich kann doch das wertschätzen und happy sein. Und wenn dann machst du dir plötzlich weniger Sorgen. Und wenn du weniger Sorgen machst, bist du halt einfach glücklich. Oder? Und dass man das nicht mal angeht, dass das auch etwas mega Wichtiges ist. Oder? Ich meine, dann wirst du mega viel Depressionen und weiss ich nicht was, kannst du schon präventiv behandeln. Ja. Von Anfang an schon angehen. Interessanter Punkt. Wäre sicher sinnvoller als die Länge vom Nil zu berechnen. Oder? Ja. Also, Ja gut, so die faktischen Informationen, die sind ja sowieso, habe ich fast einmal schon das Gefühl, fast ein bisschen veraltet. Also weißt du, ja, voll. du kannst ja, früher hast du nicht können googlen. Heute du fragst mich, wie lange ist der Nil? Ich google schnell in der Zeit, wo Das ist ja ausgeleitet. Das Schulsystem, das wir heute haben, kommt ja immer noch von Nachkriegszeit. Ja. Oder was hast du dort gebraucht? Du hast Soldaten und Beamte gebraucht. Also du gibst einen Auftrag, sie führen aus, du musst gar nicht selber denken, ist nicht erwünscht. Und das ist einfach überholt in der heutigen Welt. Ja. Oder wegen dem heisst es ja heute, mach eine gute Ausbildung, mach gute Noten, mach eine gute Lehre, geh studieren, such dir einen sicheren Job, es geht dir gut. Ja, wie viele Leute kennt ihr, die wirklich, wirklich Geld haben mit einem guten Job? Auch wenn er noch so gut bezahlt ist. Beispiel, mein Vater wieder. Mein Vater war Schweinhändler. Also Der Mensch der Größe. Hallo. Hi Papi. Hallo Vater. Ciao Papi, mein Vater. Weißt du, der hat immer Leute kennengelernt, die Geld haben, oder? Ja. Und dann habe ich immer gefragt, und was macht er? Ja, weißt du, Firma. Ja, weißt du, der ist selbstständig. Und der, mir sagst du aber immer, ich soll mich nicht selbstständig machen. Ja, ja. Weißt du, das ist so Weiß das genau, Paradox, ja, ja. oder? Und ich meine, ich habe mega viel mit Selbstständigen zu tun. Und ich habe einfach immer das Gefühl, denen geht es besser. Ich habe einfach immer das Gefühl, die haben mehr ein Lächeln im Gesicht als Leute, die angestellt sind und es anschießt, dass sie überzogen werden. Einfach so Sachen. Oder? Ja. Und Wenn du für dich selber etwas machst, dann weißt du halt auch wirklich, was du machst. vielleicht ist es wegen dem, oder? Aber einfach so sagen, dass das System, das wir von früher übernommen haben, das verhebt einfach nicht mehr. Und das, was wir lernen in diesem System, ist irgendwie einfach auch veraltet. Und jetzt kommen wir wieder mit Lehrplan sowieso, wie er heisst, dass da alles angepasst worden ist. Ja, Lehrplan 25 und so, oder 24. Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe wirklich nicht das Gefühl. Ich sehe nicht den Punkt, ja. Ich sehe nicht absolut. Top. Ist auf jeden Fall spannend. Was ich dich noch fragen wegen eines von den letzten Videos. Und by the way, wir nehmen am Valentinstag auf. Das ist ja quasi ein Podcast, Yes. Date unter Podcast. So ist das Date. Hashtag no homo. Hashtag no homo. Was ich dich fragen will, beim letzten Video, das du gemacht hast, hast das Thema AHV mit der AHV 13 Rente thematisiert. Ist halt immer so ein bisschen, ist nicht genau das, was ich jetzt frage. Aber es geht halt immer so ein bisschen darum, AHV mit einer riesen Lücke, was machen wir, Babyboomer sind jetzt, werden alle pensioniert und kein Kind mehr, die nachzahlen. Ja, hört auf Netflix. Nehmt den Fernseher aus dem Schlafzimmer. Nur noch Netflix und nicht mehr chillen, so quasi. Nur noch Netflix. Hast du dir irgendwas mal überlegt, wie man die Lücke schließen könnte? Was deine Überlegung ist? Weißt, Ja, absolut. Es sagen alle das Problem, aber niemand hat eine Lösung. Ja, das regt mich voll auch immer auf. Das finde ich ja ganz schlimm an Vorsorgeberater auf LinkedIn, die sagen, die AV geht nicht mehr, die Pensionskasse geht nicht mehr, du brauchst eine dritte Säule. Warum erzählt er da? Weil er am meisten Provision hat auf seiner scheiß dritten Säule. Nein, gibt verschiedene Ansätze. Ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben, mit ETF der AV retten.
Und à la Dänemark. Oder? Jein. Ähnlich. Dänemark tut einfach ihre AV schon investieren. Mein Ansatz fängt noch jemand anders an, und zwar, wenn das Kind auf die Welt kommt. Also schnell zum AV erklären, damit die Leute merken, warum es könnte Sinn machen, ist, die AV funktioniert im sogenannten Umlageverfahren. Das heisst, da wo wir 3 heute einzahlen, das kann unsere Großmutter morgen im Coop oder in der Migros ausgeben. Also es geht wirklich quer durch. Oder es geht aufs Konto und wird wieder weiterverteilt. Und das funktioniert, solange du mehr Leute hast, die einzahlen, als Leute, die das Geld ausgeben. Und wegen dem könnte man jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass der AV ein Schneeballsystem ist. Und wenn die Leute immer älter werden und nicht sterben und immer mehr Renten verbrauchen und wir, eben weil wir zu viel Netflixen und nicht mehr Kinder machen, produzieren, einfach kein Geld mehr reinkommt, dann geht das System irgendwann nicht mehr auf. Und für da musst du kein Harry Hirsch sein. Für da musst du nur einen Taschenrechner bedienen. Oder? Politik verschläft. Weil ich meine, wenn du gewählt wirst in den Nationalrat oder weiss ich nicht was, verdienst du über 100'000 Stutz, oder? 4 Jahre lang, hast du super Nebeneinkommen. Du willst wieder gewählt werden und gewählt wirst halt nicht mit der unbequemen Wahrheit, oder? Das heisst, die machen auch nichts. Plus, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Politiker unser Vorsorgesystem überhaupt nicht im Ansatz verstehen, wie es funktioniert, oder? Aber wenn jetzt wirklich, und jetzt, wie finanzieren wir unsere AV? Jeder, der in dem Jahr, wo er 18 wird, hat AV-Abzüge auf seinem Lohn. Oder? Und das könnt ihr nachschauen, das sind um die 11%. Relativ einfach. Jetzt kannst du dir mal überlegen. Eine maximale AV-Rente ist irgendwie 29'200 Franken. Oder? Das heisst, wenn du einen Abzug hast von 11%, wo irgendwie gespart wird, oder von 10%, um es einfacher rechnen, müsste ja einer 292'000 Franken im Jahr finanzieren, damit er eine AV-Rente finanzieren kann. Ich kenne nicht so viele Leute, die 292'000 Franken im Jahr verdienen, ehrlich gesagt. Du lebst auch in Aarau. Aber meine Strassenumfragen sind in Zürich, die zeigen ganz ein anderes Bild. Nein, ich verstehe den Punkt. Ja. Verstehst du? Absolut, ja. Okay, jetzt kannst du es aber runterbrechen und sagst, okay, wir brauchen irgendwie 4, 5, 6 Leute, damit das System so wie es ist, aufgeht. Ja. Aber wir haben das Verhältnis nicht mehr. Wir haben jetzt aktuell irgendwie 2:1. Das heisst, es müsste jeder 185'000 Franken verdienen. Ich kenne auch sehr wenig Leute, die das wirklich machen. Ich kenne schon Leute, auch in Aarau und in Lenzburg, aber einfach zu wenig. Das fühlt sich gerade schnell angegriffen. dass das würde aufgehen, oder? Und das heisst, es geht rein mathematisch nicht auf, oder? Ja. Plus, du musst immer denken, die Hälfte zahlst du, die Hälfte zahlt dein Arbeitgeber. Also für deinen Arbeitgeber ist ja das auch eine Belastung in den Ausgaben, das jeden Monat zu zahlen für all seine Mitarbeiter. Ja. Und jetzt kommt mein Ansatz. Mein Ansatz ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt, werden 15'000 Franken in einen ETF investiert. Und zwar in MSCI World, der macht im Schnitt 7,8%. Da müssen wir mit 7% rechnen, damit es einfacher ist. Jetzt kommt das Argument, ja, nicht alle Eltern haben 15'000 Franken, wenn ihr Kind auf die Welt kommt. Tipp von mir, machen keine Kinder, wenn ihr keine 15'000 Franken auf der Seite habt, weil Kinder sind scheiße teuer. Also wirklich, da kostet Geld, oder du musst Anschaffungen machen und wenn du da nicht kannst leisten, vielleicht besser machst du noch kein Kind. Ich will nicht sagen, nur Reiche dürfen Kind machen, überhaupt nicht, aber einfach so, mit 15'000 Franken bist du ja nicht reich. Das ist für mich einfach so, als verantwortungsbewusste Eltern solltest du das auf der Seite haben. Habe ich mir überlegt, gut, wie könntest du das anders lösen? Also, wie wäre es, wenn der Staat 7'500 Franken zahlt, plus Arbeitgeber und von Mutter und Vater oder halt von dem, der arbeitet, zahlt entweder 3'750, also Vater und Mutter, oder? In der Regel arbeiten ja beide, bevor das Kind kommt. Dann hättest du die 15'000 Franken zusammen. Wenn du das Geld investieren 65 Jahre lang bei einer Rendite von 7%, kommst du auf 1,29 Millionen. Das ist 1,29 Millionen ab 65. Und jetzt kannst du überrechnen, okay, die AV-Rente ist 29'000 Franken, jetzt kannst du 1,29 Millionen durch 29'000 Franken rechnen und du kannst locker 40 Jahre von dem Geld leben. Das heisst, mit 65 plus 40 Jahren wärst du 105. In meinen Augen wären wir saniert. Also es würde aufgehen. Und jetzt ist ja das andere, ja, wer sagt, dass wir das Geld nicht mehr investieren mit 65? Es könnte ja weiterlaufen. Ja. Oder? Ja, gesehen, ja. Oder du tust die 1,2 Millionen in einen dividendenstarken ETF investieren mit irgendwie 3-4% Dividenden und du hättest die gezahlt und wirst dein Kapital eigentlich nie aufbauen. Also wir würden
Wohlstand aufbauen für jeden Bürger, der ab dem Jahr, wo das eingeführt wird, auf die Welt kommt. Oder? Das auch Staat pro Person die 7,5 kosten. Der Staat kostet 7,5 und das Geld ist ja für den Arbeitgeber. Er sagt, okay, mein Risiko ist, dass ich einen einstelle, der 10 Kinder macht, dann kostet es mir im schlimmsten Fall 37.500 Franken. Ja. Ja, Kollege, wenn der 10 Jahre bei dir arbeitet, kostet dich das viel mehr als die 37.500 Franken. Oder? Ja. Aber irgendwann hört er auf. Oder du hast Glück und du übernimmst einen älteren Angestellten, der 120.000 Franken verdient, aber du musst keine AHV-Beiträge mehr leisten. Das heisst, für dich wird es günstiger als Arbeitgeber. Und jetzt, das Hauptargument dagegen ist eigentlich, was machst du mit den Leuten, die du jetzt hast? Ich weiß es nicht. Übergangslösung noch nicht. Aber hätte einer die Idee gehabt, als ich auf die Welt gekommen bin, müsste ich jetzt keine Angst mehr haben um meine AHV. Oder? Weil ich glaube nicht, dass wir 3 eine bekommen. Das ist relativ einfach. Mathematisch wird es nicht aufgehen. Gut. Das wär der eine Approach, den ich 2019 auch schon in einem Blogbeitrag veröffentlicht habe. Und ich glaube immer noch, und ich weiß sogar von André Silberschmidt, dass das in Bern mal nicht offiziell, aber so in den Hallen diskutiert worden ist, dass das eigentlich nicht mal so schlecht Ansatz. Hast du das irgendwo aufgeschnappt, die Idee, oder ist das von dir? Aus deinem Die Idee ist von mir. Ja, es ist von dir. ist wieder nur rein Finanzmathematik. Es ist relativ simples Rechnen. Oder? Du musst halt einfach einen Betrag finden, den niemand erschlägt. Und 15'000, habe ich das Gefühl, sollte irgendwie gehen. Ja, erschwinglich sein. Ich hab mir mal überlegt, Cannabis legalisieren. Und dann Steuern drauf tun. Mhm. Ja, aber anstatt der Tabaksteuer auf Zigaretten, auf Shisha-Tabak, was auch immer, eine Steuer auf Cannabis. Wenn du ein neues Produkt hast, dann. Also ich kiffe nicht, aber ich wäre sehr dafür, dass man Cannabis legalisiert. Jetzt abgesehen davon, Ich sehe einen Vorteil. abgesehen von allen anderen Vorteilen, ich rede jetzt nur von dem so. Ich Ja. konsumiere das auch nicht, aber das wäre mein Approach. Aber ich habe das Gefühl, es wird so viel legal konsumiert, Also jetzt ja dass noch das nicht. einen Impact hätte. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also, ich kenne die Zahlen vom Konsum zu wenig, aber Ich habe mich jetzt mit den Zahlen effektiv auch nicht so beschäftigt, aber weil du hast sicher nicht irgendetwas, Zustopp. weißt, wenn irgendetwas erhöhst, eine Mehrwertsteuer, was immer, dann tut sich jeder wehren. Wenn aber Mehrwertsteuererhöhung ist mega gefährlich. Oder respektive, sie schießt am Ziel vorbei. Das Argument von der Mehrwertsteuererhöhung für die AV ist, dass auch die Alten, die bereits eine AV bekommen, nochmal die AV finanzieren. ja, aber die haben das meiste schon. Voilà, sie haben das meiste schon. Oder das ist der Punkt. Ich meine, wenn wir ein Haus kaufen für irgendwie 1 Million und Mehrwertsteuer auf alles müssen zahlen, auf den Wasserhahn, auf jede Dienstleistung, es kostet einfach mehr nachher. Es kostet nicht mehr 1 Million. Schlussendlich zahlt es genau wie der Junge, ja. Genau. Aber eben mit dem Cannabis ist halt etwas, wo neu generiert wird. Ja. Ich sage nicht jede Droge, die es gibt, Ich sehe kein Argument dagegen. Wirklich nicht. Ja. Ein anderer Punkt wäre aber, jetzt, wir haben ja aktuell Geld in der AV. Es ist nicht, dass sie jetzt pleite ist. Es ist, dass sie einfach in den nächsten 20 Jahren pleite geht. Von mir aus in den nächsten 30 Jahren. Aber jetzt haben wir 50 Milliarden da drin. Ja Gott verdammt, ihr könnt doch die 50 Milliarden anständig investieren. Und das machen sie nicht. Die Schweiz hat viel zu wenig Risiko in den Investments. Und wenn no risk, no fun heisst eigentlich no risk, keine Rendite. Oder wir müssen es eigentlich so übersetzen. Oder? Wenn die das Geld würden investieren, Beispiel Dänemark, das wir vorhin im Podcast besprochen haben, es würde funktionieren. Ja. Aber nein, wir haben eben zu wenig finanzielle Bildung. Oder? Der Politiker weiss nicht, wie man investiert. Ich meine, ist ja auch so etwas. Unsere Bundesrätin, die für das Departement Finanzen zuständig ist, sagt offen in der Zeitung, dass sie ihr Geld nicht investieren, weil sie keine Zeit dafür hat und sie hat es nur auf dem Sparbuch. Dann muss ich sagen, das ist Politik, die über unsere Vorsorge bestimmt und die hat keine Ahnung davon und tut so etwas. Schon paradox. Ich behaupte, jeder, der sich 8 Stunden über einen ETF informiert, einmalig, weiß, wie ein ETF funktioniert, weiß, wie man einen ETF kauft und ist nachher dann einmal aufgesetzt, Win for Life. Ja. Aber nein, sogar das Departement von Finanzen sagt, ich habe ein Sparbuch. Wollt ihr mich verarschen? Hey, und die Leute entscheiden über den Wohlstand von der Schweiz. Weißt du, das ist da, wo ich mega Mühe habe. Da muss ich einfach sagen, hey, dann musst du halt das Vorsorgesystem der Politiker entziehen. Und die Leute, nein, ohne Scheiß, und die Leute in die Hand drücken, die es verstehen, weil die bessere Entscheidungen werden fallen. Ja.
Und Also, weißt, ich finde es auch nicht schlimm, wenn die keine Ahnung haben. Schlussendlich ist es ja nicht ich schlimm. finde es nicht schlimm, dass jemand keine Ahnung hat. Aber dann musst du dich irgendwo aber tief nicht, dass holen. die für mich entscheiden. Ja, aber wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, dann hol einfach jemanden, der dir helfen kann, so in dem Sinn. Weißt, aber ja. Eben, das wird einfach zu wenig gemacht. Oder? Und schlussendlich tust du so eine wichtige Entscheidung wie ein 13. 13. AV-Rente bringst du vor das Volk. Ich meine, so funktioniert die Schweiz, das ist ja alles gut. Aber die meisten checken ja nicht mal, wie das Zeug finanziert wird. Und es ist relativ einfach. Wenn du kein Geld mehr hast, kannst du kein Geld mehr ausgeben und sonst machst du Schulden. Wenn wir das als Schweiz. Ja. Eben, Ja. mein Ansatz, von Anfang an Geld investieren, löst das Problem nicht von uns. Bei uns ist es Sport. Aber wir können auch die AV-Gelder sinnvoller investieren. Ja, eine Überlegung. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, nice. Ich würde sagen, wir sind schon ein Moment dran. Ja, voll. Hast du als Abschluss irgendwie einen Approach an die Leute? Hey, nein, aber du darfst Alle- eine Werbung machen für mich, weißt du? Absolut. Selbstverständlich, alle Sektenmitglieder einfach. Einfach so, check, Ein check. nice Pulli, Finanz. Ey, weißt du für einen schönen Pulli an? Aha! Nein, aber wo ich euch wirklich am meisten kann helfen kann, ist, wenn ihr einen Newsletter abonnieren. Weil dort bekommt ihr einmal Anfangsmonat eine Erinnerung über, was ihr mit euren Finanzen machen müsst. Sei es Krankenkassenzusatzversicherungen künden, sei es Steuererklärung ausfüllen, sei es die Steuern zahlen. Einfach so eine Erinnerung einmal im Monat. Das und das müsst ihr diesen Monat machen. Riesen Mehrwert, gratis Newsletter, den am besten abonnieren. Also, los it, Oder den Finanzfabio-Podcast. Loset oder leset, was auch immer. absolut. Auf jeden Fall ein riesen Dank. Hat Spaß Sehr gemacht. gerne. Hat mega Spaß Mega mit euch gut zwei gewesen. gemacht. Es ist eine geile Kombo, die ihr hier habt. Sehr schön. Nice. Weiter so, weiter Das freut so. uns. Das ist ein guter Approach. Danke vielmals. Ja, das ist. Aber du bist noch nicht ganz durch. Es ist noch nicht ganz durch. Es wird nochmal bounce. Es wird nochmal bounce. Thank you, Es wird Finanz bounce. Fabio! Hey, meine Damen und Herren, Amazing, danke euch vielmals, dass ihr thank zugelassen you, habt. thank you. Zugeschaut habt. Das Folgt war's. uns allen 3 überall auf allen Folgt Kanälen. auf Spotify, Nur abonniert Spotify, nur fertig. Spotify. Nur Spotify. Nichts anderes. Nichts Zum anderes. nächsten Und Mal. wenn euch diese Episode gefallen hat, schickt es an 2 Kollegen und 2 Kolleginnen, damit der Podcast exponentiell kann wachsen kann. Und salut euch Steuern. Ciao zusammen. Talk it like Loose D.